Spiele ist jetzt absolviert und die Zuschauer fragen sich eigentlich, ja, was ist mit diesen beiden Mannschaften? Die stehen im Moment noch so im Niemandsland der Tabelle und keiner kann abschätzen, geht es eher nach oben oder geht es eher nach unten. Ja, das ist richtig, Tom, aber das ist ja gerade der Reiz dieser Partie eigentlich. Also die Mannschaft, die heute gewinnt, die kann eben den entscheidenden Schritt machen in die richtige Richtung nach oben. Und die verlieren, die müssen sich dann schon wieder nach unten orientieren. Also ich freue mich auf diese 90. Und wieder mal Endstation beim Verteidiger. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Und was für ein Tor! Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Großartiger Treffer, so wollen wir ihn sehen. Voller Entschlossenheit. Nicht mal 3 Minuten gespielt und schon der erste Treffer. Das macht Lust auf mehr. Achtung, genau in den Lauf. Und wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es dieser Keeper. Sehr gut gemacht hier vom Torhüter. Der erste Ball gleich ganz sicher abgefangen. Das gibt Sicherheit. Ja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Über die Gegenspieler hinweg den langen Ball gespielt. Flankt er jetzt? Jetzt hat er die Situation geklärt. Ja, das ist einfach super. Schön mit dem Kopf. Ja, der ist noch heiß. Der Ball geht ins Tor aus, Ecke. Ja, den hätte er vielleicht auch fangen können, aber er geht auf Nummer sicher. Wählt lieber die Faustabwehr. Und der lange Ball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Und das sieht so leicht. So, jetzt kommt die Flanke, aber genau auf den Torwart. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Herrlich platziert. Boah, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Ja, das ist ja eigentlich kaum noch einzuholen. Ein schönes, langes Zuspiel. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Zieh ab, Junge! Und er geht an die Latte. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Sicher pariert vom Torhüter. Keine Nachschusschance für den Gegner. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Und ganz sicher das Zuspiel. Ja, das sieht gut aus. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, sowas kann der Schiedsrichter hier unmöglich
durchgehen lassen. Natürlich holt er die gelbe Karte raus. Gelbe Karte nach dieser rüden Attacke. Gut gesehen vom Unparteiischen. Schön abgeblockt. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Kann er die Möglichkeit nutzen. Jetzt hat er den Platz. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Ja, für den Stürmer natürlich bitter. In der Abwehr stehen sie gut und jetzt stand er auch noch im Abseits. Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war. Das wird gefährlich. Und der Mann, der da vorne steht, der hat jetzt auch Anspielstation. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Ja, der Ball kommt weit. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Ja, und der Pfiff des Schiedsrichters erfolgt hier völlig zu Recht. Es gibt Freistoß. Klasse Zuspiel, gut getimt und ganz genau. Oh, schade, da stand er ganz frei, aber halt auch im Abseits. Und so kann man in den Zweikampf gehen. Hart, aber fair. Die ersten 45 Minuten sind vorüber, Spielstand 2:0. Ja, die Hälfte ist rum, sie haben gut gespielt, hatten viele Chancen, haben einige Tore geschossen, also das spiegelt doch das Halbzeitergebnis ganz deutlich wider. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Ja, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Und noch ein weiterer Treffer. Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Ja, er scheint sich ja einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Und den Ball spielt er aus der Abwehr heraus. Völlig frei kann er sich da bewegen. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Erstklassiges Zuspiel. Klasse ausgeköpft hinten den Ball aus der Gefahrenzone. So, das könnte jetzt für Gefahr sorgen, wenn sie jetzt schnell umschalten von Abwehr auf Angriff. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Oh, per Kopf, warum nicht? Das war schon ein klasse Zuspiel. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Und dafür müsst ihr jetzt gelb sehen. Und das passiert auch so. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Irgendwie bringt er da die Fingerspitzen noch hin. Ja, mit solchen Verzweiflungsschüssen lockt man den Keeper nicht aus der Reserve. Gut gemacht vom Keeper. Gut nach vorne geköpft.
geht da energisch in den Zweikampf, aber alles sauber, alles in Ordnung. Und das ist wichtig, die ganze Abwehr steht kompakt. Und das war schon toll, dieser Pass. Er könnte flanken. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Herrlicher Pass. Sehr schöner Spielzug. Diszipliniertes Abwehrverhalten. Ja, der Ball spielt da weit nach vorne. Das wird eine Gelegenheit. Achtung jetzt. So macht man das. So bereinigt man die Situation per Kopf. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu knallen. Ja, da hat er gut mitgespielt. Der Torwart holt sich den Ball. Und zu Recht unterbricht der Schiedsrichter die Begegnung hier mit dem Freistoßpfiff. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Riesenmöglichkeit. Dann hat der Schiedsrichter nicht eine Sekunde gezögert. Ganz klar, Elfmeter. Ach, das ist natürlich eine ganz dumme Aktion im eigenen Strafraum, auch wenn sie führen. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Er konzentriert sich noch mal kurz. Ja, klasse gemacht. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel. Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung da, die gelbe Karte zu zücken, nur Freistoß. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und, da fällt der Schuss. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Oh, klasse, der lange Ball. Viel zu spät, wie er da reingeht, aber er kommt noch mal glimpflich davon, sprich ohne Verwarnung. Wenn man das Foul in der Zeitlupe sieht, wird deutlich, dass der Schiedsrichter hier eine Karte hätte zücken müssen. So, und jetzt sucht er mit dem Abstoß einen Mitspieler. Ja, und es gab ja die eine oder andere Unterbrechung in dieser Partie, deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Ihn eigentlich gar nicht so schlecht getroffen, den Ball, aber bis zum Torerfolg fehlte da noch ein gutes Stück. Also sie stecken hier nicht auf, das muss man ihnen lassen. Das hat er gut gesehen. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Schlussmann. Und den hat er so gerade eben weggespitzelt, den Ball. So, und der Kopfball nach vorne bringt jetzt einen neuen Schwung. Ja, und so setzt man natürlich die Abwehr arg unter Druck. Ja,
kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Bloß weg mit dem 3:1, das ist verdient, ohne Wenn und Aber. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.